So, lieve inviteren, lieve eregast, lieve Parteifreundinnen und Freunde. Wir stehen alle ein hier. Es wäre ein bisschen einen anderen Umstand, wie wir es das vorgestellt und noch gewünscht hätten. Wenn wir denken, dass neue Jahr mit viel Courage, mit Determination, für so viel zu fahren, wie wir für drun gefahren sind, für das Land zu schaffen, und für das Beste für das Land zu bewirken. Ich will euch dafür für den Anfang alle Guten ein glückliches neues Jahr, eine gute Gesundheit und viel Erfolg wünschen. Wie gesagt, wir fangen nun mit bisschen gemischte Gefühle. Morgen, Anfangs November, ist 25 Jahre Feier, was ein schön, ein erfolgreich, ein gediegene Feier war, gefeiert und hat gedacht, dass ein guter Monat noch zwei von diesen Deputierten aus der Partei gingen austreten. Wer soll das verstehen? Dir nicht, und ich sage nicht ganz ehrlich, ich auch nicht. Wir haben an diese Gremien darüber diskutiert. Wir hatten für eine paar Tage ein Nationalkomitee. An den Nationalkomitee hat Decisionen geholt. An die Decisionen will ich euch bekannt geben. Wir werden auf diesem Kongress, Nationalkongress vom 17. März, eine neue Parteiführung wählen. Der Nationalkomitee schlägt dem Kongress vor, als neuer Präsident den bisherigen Generalsekretär Jean Schoß, als Generalsekretärin Liliana Miranda Ayres und als neue Vizepräsidentin Michel Retter aus dem Süden und Carlo Kirsch aus dem Norden. Wie gesagt, sie gehen um Nationalkongress den 17. März vorgeschlagen und ich bin überzeugt, dass sie eine ganz, ganz große Unterstützung vom Kongress kriegen. Und ich will Ihnen schon merci sagen, dass Sie sich bereit erklärt haben, die Tasche zu überholen, die sicher nicht einfach ist, und noch schon eine glückliche Hand wünschen. Hey Freundinnen und Freunde, damit enttäuschen wir wahrscheinlich all die, die da schon um Aufstellgleis, um Auslaufgleis gesehen haben. Und ganz bestimmt doch ist ein Herr Staatsminister, den sein Traum gesehen hat, an Erfüllung geht. Nein, wir fahren voran, und zwar mit voller Energie. Wofür? Ich meine, ihr seht mit mir eins, dass die Situation von diesem Land nicht nur nicht einfach ist, wie dass wir in einer dramatischen Situation sind. Besonders was Staatsfinanzen belangt. Wir befinden uns tatsächlich auf der griechischen Schiene. Auch von viele Leute das nicht wollen haben. Wir machen seit ein paar Jahren Schulden, wie wenn das nicht wäre. Wir sind am Gang, riecht an die Schuldenfall ranzurennen. Und wir stellen fest, dass die Regierung unfähig ist, darauf zu reagieren. Wir sehen, dass CSV und LSAP sich an der Regierung gegenseitig blockieren. Da geht, und ihr habt das schon einmal erlebt, beim Budget nach einem so kleinen Intermezzo gemacht, aber es geschieht nicht viel. Das Grundproblem von Minimum 1,5 Milliarden Schulden alias neu dabei, wobei die Schulden nicht aufbezahlt gehen. Das Problem wird nicht gelöst. Jedenfalls hat der DDR trotzdem schweren Passage, den wir an Runis haben, so viel Zuspruch im Moment, dass meine Erfahrung wie kaum ein Kehr für drin. Wir werden die Leute draußen nicht enttäuschen. Wir werden bis zu den Wahlen eine harte Oppositionslinie führen, hart, aber konstruktiv mit diesen Propositionen,
Aber wir werden das machen am Interesse vom Land, für allem von diesen Kanner an dieser Jugend. Ich adressiere mich nur, da wollte ich nicht als Präsidentin spähen, weil ich denke, die Tage soll dem Kongress überlassen, ob ich dann wirklich Präsident bin oder nicht. Ich adressiere mich heute an der Position, wo ich letztes Jahr vom Kongress mit großer Zustimmung von über 90% gewählt bin als Generalsekretär und ich Generalsekretär von einer Partei, die sicherlich nicht den einfachsten von ihren Wandern hat, das Jahr, wo ich eigentlich die Hoffnung habe, dass es nicht mehr nach besser gehen kann, weil für mich schlecht geht schon, weil mehr wie 50% von unseren Deputierten können wir eigentlich nur nicht mehr verlieren. Da ist ein bisschen Sarkasmus dabei. Ich bin vor 5 Jahren bei der Partei gekommen, als soi-disant Quereinsteiger, wenn ich das dann so nennen will. Ich bin zu der Partei gegangen, weil ich fand, dass es von allen Parteien, die wir heute zuletzt haben, eng von den wenigen war, die überall an alle Bohren von unserer Politik, und auch an alle Bohren von unserer Population vertreten war. Wir haben an der Partei Leute, die, wenn ihr das ganz ideologisch angefärbt weisen wollt, linke Bohr bezeichnen könnt, und wir haben Leute, die ihr rechte Bohr empfangen könnt. Und eine Wertung zu machen. Genauso haben wir Leute, die auch irgendwo an die Mitte sitzen gehen. Aber der Vorteil von der Partei für mich war, dass die Partei selber keine festgeschriebene Ideologie hat. Viele Leute reden es das als Notteil. Ich persönlich habe das immer als den großen Avantage von dieser Partei gesehen. Ich habe die Partei immer als eine Partei gesehen, die eine Problemlösungspartei ist. Sie ist entstanden wegen einer großen sozialen Ungerechtigkeit, aber wegen einem großen Problem, den uns bestanden hat. Und hat das an ihrer 25-jährigen Tradition eigentlich permanent fortgesetzt. Sie hat den Fanger auf Wonnen gelöst, die an dieser Gesellschaft nicht funktionieren. Und wir sind heute in einer Situation, wo die Wonnen nach mir stärker wie früher abklaffen, wie dass wir keine Scheckhaftpolitik mehr machen können, und die Wonnen nicht mit großen, dicken Geldplustern überdecken können. Geändert hat sich an dieser Partei, zumindest an den letzten 10 Monaten, seit ich Generalsekretär bin, nichts. Wir haben nach demselben Parteiprogramm, wir haben nach demselben Wahlprogramm wie 2009, und der Robby hat das für noch erwähnt. Geändert hat sich vielleicht der Blickwinkel von der einen oder anderen Person, mit der eine Partei betrügt wird. Wir als Partei können aber nicht dafür, wenn plötzlich von rechts nur links lebt oder von links nur rechts, und feststellt, dass sein Herz eigentlich mir weit links schlägt oder mir weit rechts. Wir haben eine Krise, die sicherlich auch viel hausgemäht ist. Für mich sind es 4 oder 5 Schwerpunkte, die eigentlich ganz klar definieren, was schlecht lebt bei uns. Wir haben eine Arbeitslosigkeit, die noch nie so hoch war, mit einer Jugendarbeitslosigkeit, und das ist das, was dramatisch ist, die rund 15% leid, 15% von unserer Jugend haben keinen Schaff, wissen nicht, was sie machen sollen. Wir haben eine Wohnraumsnot, die extrem ist, und ich komme nur ein bisschen darauf zurück. Wir haben eine Lenteur administrativ, die irgendwo an der Wurzel von all dem ist, weil jeder Freund, der schon einmal mit dieser Verwaltung zu tun hat, weiß, dass SWR zu Lützeburg, die berühmte Kurzwehr, in der Zwischenzeit so lange sind, dass sie den wahren Irrgarten gehen. Wir haben eine missglückte Verkehrspolitik, die dann nur dadurch gelöst werden soll, dass man von den Fahrsälen bis auf gar einen Tram laufen lassen haben, an der soll als Problem von den Pendlern Neues lesen. Jeder Frau von euch, der Neues mal ein Jahr an die Stadt Lützeburg gefahren ist, egal aus was für einer Richtung ihr könnt, hat festgestellt, dass es nicht das Problem ist, von den Fahrsälen bis an die Stadt zu kommen, sondern das Problem ist, überhaupt mal bei den Fahrsälen zu kommen. Aber wenn dann du ein Tram hast, wo soll ich dann mein Auto parken, für dummer Tafieren zu führen? Aufgesehen davon, dass du nach ganz anderen logistischen Problemen da verstoppt sind. Und dann, last but not least, haben wir einen Staat, den seht, ich will Spuren, aber wie gesagt, Spurpolitik von diesem Staat aus, nee, geht nicht hin, dass er irgendwo ein Budget möchte, dass er wie jeder normalen Bon Père de Famille mal zu und zusammenzählen ging, also ging, nächstes Jahr können wir nicht mehr nach das ausgehen, was wir verdienen. Nee, er sagt,
ich mache einfach mein Revenu an Blut an, ich erheben an der Form also meine Steuern, und dadurch, dass ich meine Steuern erheben, habe ich ja gespürt. Ja, bei den anderen Leuten, nicht bei sich. Und ich denke aber, dass die Wurzel von einem Übel am Endeffekt sich irgendwo an unsere Verwaltungen verstopft. Nicht an den Leuten, die das schaffen, aber an der Prozedur, die wir entwickelt haben an den letzten 30 Jahren, die dazu führt, dass wir eine Lonte administrativ kriegen, die unwahrscheinlich ist. Dann hört ein Premierminister den Courage an den Külo, 24 zu sagen, ma ja, es gibt eine einfache Lesung für die Jugendarbeitslosigkeit. Sie müssen mal endlich die Erbichten unhöhlen, die ihnen Gebäude gehen, und nicht daheim werden, bis sie dann die schönen Erbicht kriegen, die ihnen gefällt. Für was gehen die jungen Leute nicht gestaltet? Für was fanden sie keinen Platz? Weil wir bald 25% von den Schulaufgängern haben, die kein Diplom haben. Ein Eschek von unserem Edukationssystem. Und das ist ein Eschek von den letzten 30 Jahren Education. Aber wer war responsabel für die letzten 30 Jahre Education? Ich denke, die Partei, die auf ihrer Homepage sieht, dass sie seit 80 Jahren die Politik zu Lützeburg dominiert. Das ist die am größten C. Könnt ihr da noch lesen. Das ist eine Bankrotterklärung. Und schau ich nicht hin so zu den Jugendlichen, holt egal was für einen Platz, Hauptsache, ich kriege meine Statistik von der Jugendarbeitslosigkeit verbessert. Was für einen Platz sollen sie dann holen? Die, die am Mindestlohn ausgeschrieben sind. Klar, also Mindestlohn zu Lützeburg ist mit den höchsten in Europa. Wollen wir es nicht beklagen. Aber wie kann heute mit dem unqualifizierten Mindestlohn dann nach einer Familie gründen, nach einer Existenz aufbauen, nach einer Lebensfeiernheit zu Lützeburg? Guck doch mal, das ist unmöglich. An die Flucht von denen ganzen Lützeburger, die über die Grenze wohnen gehen, die ist nicht, weil es auf der anderen Seite mich schön ist. Nein, die ist nicht mehr, weil es auf der anderen Seite der Boden nicht den Preis hat wie hier. Und das ist das zweite große Problem hier zu Lützeburg. Wir haben eine Wohnungsbaumisere. Wir fangen an, eine Immobilien bloß zu produzieren. Das heißt, es geht mal an die Seiten ran von den Immobilienhändlern. Guckt, was die Terrain haut verrechnet gehen. Wie soll auch eine Familie, wo 2 schaffen gehen, an allen 2 den Mindestlohn mit hinbringen, und da vielleicht auch noch 2 Kanner kriegen sollen, weil irgendwie ein Kanner bricht das Rentensystem zusammen, schwätzt man gut nicht von den Arbeitsplätzen. Wie soll so eine Familie überhaupt das je fertig bringen, hier zu Lützeburg ein Grund am Boden zu kriegen? Und ich fand, da muss lo angegriffen gehen. Da ist Erbicht, dass sie sachpolitische Themen, die beschafft gehen müssen. Wir müssen aufhören, über irgendwelche Ideologien von links auf rechts zu schwätzen. Ich kenne kein Links- und kein Rechtsleid bei mir an der Partei. Ich kenne nicht mehr Leute, die versichern mit mir die Probleme, die als Land wirklich im Moment beschäftigen, und die jede Verrechung halt beschäftigen, weil jede Verrechung ist entweder Pap, Mam oder als Jung oder Durchter von einem. Das heißt, die eins beschäftigen, eins Zukunft, die nächsten 20 Jahre, jede Verrechung eins, die muss mithelfen, da zu lesen, und dafür treten ich an dieser Partei auf.